Vorrang für die Windkraft in Bayern. Doch ist sie überall willkommen? Sollen hier 300 Windräder hinkommen? Wir haben nur eine Natur und ich möchte nicht, dass meine Tochter mal zu mir sagt, hey Papa, warum hast du da nichts gemacht? Viele Windenergieanlagen werden zukünftig im Wald entstehen, gerade in Bayern, weil eben an anderen Stellen es gar keine Möglichkeiten mehr gibt. Da ist der Wald kaputt. Der ist tot, den können wir vergessen. Überm Wald fliegen auch Greifvögel, wie der Rotmilan. Da hinten kreist jetzt ein Rotmilan. Ja, jetzt fliegt er, glaube ich, ziemlich genau Richtung Anlage, oder? Ja. Können Kamerasysteme die Vögel schützen? Ich würde mir wünschen, dass rauskommt, dass die Systeme funktionieren, dass das dann diesen Konflikt zwischen Windkraft und Artenschutz auch etwas entschärft. Es herrscht Winterruhe im Bienenstock. Gut so, denn heute gibt es einiges zu tun. Die Bürgerinitiative Gegenwind Altmühlberg mit Diana Göbel hat ein straffes Programm. Ja. Servus, Diana. Nein. Grüß dich. Und, wie geht's den Bienen? Haben sie alle überlebt bis jetzt? Ich glaube, bis jetzt ganz gut. Wir gehen halt im Wald, um Dolinen zu kartieren. Nochmal um zu schauen, ob zum Beispiel der Horst von dem Wespenbussard oder vom Rotmilan, ob der noch steht. Das Ziel ist einfach, das ganze Waldgebiet zu katalogisieren, um klarzumachen, dass das kein Ort für viele Windanlagen ist. Die Bürgerinitiative aus der Gemeinde Aschbuch bei Beilngries macht sich Sorgen. In ihrem Landkreis könnten bis zu 300 Windanlagen entstehen. Besonders fürchten sie um die sogenannte Wolfsgrum. Weil wenn du es jetzt mal anschaust, dann ist diese Doline nicht eingezeichnet. Und das ist schon mal ein Problem, dass viele Daten, auf die sich dann die Windkraftplaner stürzen, dass die nicht vollständig sind. Und dazu gehört zum Beispiel jetzt diese kleine Doline. Die Wolfsgrum ist eine Dolinenlandschaft, die mit ihren Trichtern, Senken, unterirdischen Wasserläufen und Hohlräumen ein besonderes Biotop inmitten des Waldes bildet. Christian Engmann und Stefan Riedl befürchten, dass die Fundamente der Windräder dieses fragile Wassersystem gefährden. Um die genauen Ausmaße zu kartieren, laufen sie die Senken ab und tragen Länge und Vertiefungen ein. Ihre Aufzeichnungen sollen die Behörden überzeugen, dass dieser Wald kein geeigneter Standort für eine Windanlage ist. Und alles ist nicht im System, im Atlas, im Bayern-Atlas eingetragen. Nichts ist davon drin, sondern die endet plötzlich da, obwohl es noch viel weiter geht. Stefan Riedl ist hier aufgewachsen und täglich in seinem Wald unterwegs. Mir ist die Natur wirklich was wert. Ich bin ein Naturmensch. Ich weiß, wie gut mir das tut. Ich habe früher zum Abschalten meinen Wald gebraucht. Ich bin zu Fuß von der Arbeit heimgegangen, bin daheim angekommen, war topfit im Kopf. Und das möchte ich auch immer im Ruhestand nicht haben. Jetzt schau mal. Ja, irgendwo muss einer sein. Muss einer sein. Also, Diana Göbel und Jürgen Bell sind unterdessen auf der Suche nach gefährdeten Vogelarten, beziehungsweise dem, was man jetzt zu dieser Jahreszeit noch sehen kann. Aktuell ist er nicht drin. Aber der Horst schaut gut aus. Sehr schön. Wir suchen Horste, Wespenbussard, Rotmilane und so weiter. Teilweise sind die auch schon kartiert, aber teilweise, wir suchen auch natürlich neue. Machen wir, Diana. Der Nachweis einer gefährdeten Vogelart im Nahbereich einer geplanten Windkraftanlage ist für die Bürgerinitiative ein Argument, gegen den Bau Einspruch einzulegen. Sicherheit am Wespenbussard, das Jahr da. Weil wenn du schaust, siehst du es da? Ja, genau, ein bisschen Kot ist da. noch Da ist da, der Kot noch ein bisschen da. Also dann wissen wir, der war da. Das Jahr aktiv. Der Wespenbussard hat 1000 Meter der Abstand. Das könnte tatsächlich vielleicht sogar reichen, oder? Das könnte reichen, ja. Weil das sind keine 1000 Meter. Also das müssen wir auf jeden Fall eintragen und melden, dass sie das in die Planung berücksichtigen können. Die Mitglieder der Bürgerinitiative sind in ihrer Freizeit das ganze Jahr im Wald unterwegs, um zu schauen, wo es im Wald gefährdete Arten gibt. Sie wären froh, mehr Mitstreiter gewinnen zu können, die sie bei der zeitintensiven Arbeit unterstützen könnten. Doch das ist nicht leicht.
Also manchmal ist man auch wirklich wütend, weil ich mir denke, es betrifft zu viele und warum kommen dann so wenige zu Potte, sage ich jetzt mal. Manchmal ist er einfach nur frustriert, traurig. Aufgeben ist nicht, weil wir haben nur eine Heimat und wir haben nur eine Natur. Fuchstal im Landkreis Landsberg am Lech. Hier hat sich die Mehrheit der Bürger für Windkraft ausgesprochen. 4 Anlagen sind im Staatsforst errichtet worden. Ein paar Jahre später möchte die Gemeinde in diesem Waldstück noch weitere bauen. Doch als geprüft wird, ob das geschützte Tiere beeinträchtigen könnte, kommt es zu einer Überraschung. An den geplanten Standorten sind plötzlich sehr viele Rotmilane unterwegs. Die Genehmigung für Windräder ist damit unmöglich. Es gibt eine Datenbank, die von der Vogelschutzwarte in Brandenburg gehalten wird. Und da sammelt man Kollisionsopfer von Vögeln. Und da sind wirklich Hunderte von Vögeln drin. Und wir denken, das hängt halt damit zusammen, dass die Vögel die Geschwindigkeiten an den Anlagen nicht einschätzen können. Die fliegen auf die Anlagen zu. Sie sehen schon, dass es sich bewegt. Aber man muss sich vorstellen, so eine Anlage dreht an der Spitze mehrere 100 Kilometer pro Stunde schnell. Und das ist eine Geschwindigkeit, die kommt in der Natur so nicht vor. Doch die Gemeinde Fuchstal baut die neuen Windräder. Die Behörden geben grünes Licht unter einer Bedingung. Es muss etwas getan werden, um die Vögel zu schützen. Das soll diese Anlage leisten. Kameras überwachen hier den Luftraum und sollen Vögel vor Kollisionen schützen. Das Windrad wird kurz gebremst, wenn ein Vogel sich den Anlagen nähert. Diese Antikollisionstechnik wird hier zum ersten Mal in Bayern eingesetzt. Doch funktioniert sie wirklich zuverlässig und verhindert tote Vögel? Das herauszufinden, ist Aufgabe von Wissenschaftler Christoph Moning. Seit mehreren Jahren erforschen er und sein Team, ob die neue Technik, die in den USA entwickelt wurde, sich hier bewährt. Also die Windräder rechtzeitig bremst, damit es keine Zusammenstöße gibt. Was es vom Ergebnis her schwierig machen würde, wäre, wenn wir jetzt sehr, sehr viele Zeiten haben, in denen die Anlagen stillstehen. Dann hätten wir zwar wenige Rotmilan-Kollisionen, aber es wäre wirtschaftlich nicht sehr interessant. Und wir wollen natürlich genau da rein, dass wir sagen, es ist für den Betreiber interessant, das Ganze anzuwenden. Und zugleich vermeiden wir Kollisionen mit Rotmilan. Der Professor für Tierökologie will aber auch besser verstehen. Können die Vögel die Windräder als Gefahr erkennen? Oder fliegen sie blind hinein? Dass die Technik ihren Zweck grundsätzlich gut erfüllt, haben Studien bereits gezeigt. Aber was bisher noch niemand untersucht hat, erkennt sie Vögel auch im Wald und nicht nur draußen in der offenen Landschaft. Die Bürgerinitiative Gegenwind Altmühlberg hat sich bereits in der Vergangenheit gegen Windkraftprojekte in ihrer Region stark gemacht. Manches Windrad konnte sie verhindern, andere nicht, wie dieses hier. Für die Windräder, die jetzt in den Wald kommen sollen, befürchten die Gegner weit größere Eingriffe in Natur und Landschaft. Das ist jetzt eine Anlage, die ist jetzt 180 Meter hoch, also knapp unter 200 Meter hoch. Die neuen Anlagen, die sind 300 Meter hoch und es gibt schon die ersten technischen Fortschritte in Anführungsstrichen, dass so 400 Meter hohe Windräder bauen wollen. Dann können Sie sich vorstellen, was da für ein Bereich versiegelt wird. Wenn man sich vor Augen führt, dass der Fernsehturm in München auch 300 Meter hat, ich habe Angst davor, zwischen Fernsehtürmen wohnen zu müssen. Das macht mir Angst. Bleibt also nur die Option, wegzuziehen? Ich bin natürlich in der Region verwurzelt. Ich lebe seit 45 Jahren da. Dann zu sagen, ich gehe hier weg, wo mein Haus dann bloß mehr die Hälfte wert ist, weil man mich kalt enteignet hat. Weil wenn ich schon nicht hier wohnen will, wer möchte dann mein Haus kaufen? Dann kann ich es wahrscheinlich verschenken. Aber wo soll ich dann hin? Nahe Zorneding, in einem Privatwald. Hier gibt es keinen Gegenwind. 3 neue Windräder werden entstehen. Für den Zeitplan müssen Gutachter jetzt noch einiges überprüfen. Ja, wir sind jetzt hier nahe der Straße und jetzt müssen wir die Haselmausröhren einsammeln. Also hier in dem Wald werden 3 Windenergieanlagen
geplant. Und unsere Aufgabe ist es eben zu schauen, welche Arten jetzt im Umfeld von den Anlagen vorkommen. Und heute ist es konkret eben die Haselmaus, die uns beschäftigt. Jedes Windkraftprojekt muss neben anderen Faktoren auf gefährdete Arten und Schutzgebiete Rücksicht nehmen. Deshalb sind die Landschaftsarchitekten Caro Feiertag und Tobias Enes hier unterwegs. Auf dem Weg zu den Haselmausröhren kommen sie an einem kleinen Amphibienbiotop vorbei. Tümpelbedingt naturnah Eutroph, oder? Das wird wahrscheinlich am ehesten hinkommen. Neben Vögeln können auch bodennahe Tierarten den Bau einer Windkraftanlage beeinflussen. Etwa die stark gefährdete Gelbbauchunke. Wenn wir die Gelbbauchunke nachgewiesen hätten, dann würden wir gucken, wo konkret ist aktuell das Laichgewässer. Und dann würde man auf dem neuen Baufeld, das ja auch geschottert wird und wo vielleicht auch mal eine Pfütze dann drauf ist, wo sich die Gelbbauchunke dann denkt, oh, das ist ein super Laichgewässer, da gehe ich jetzt hin. Da würde man dann einen Zaun aufstellen, dass ja eben da nichts passieren kann. Und die Haselmäuse, was könnten diese kleinen Tiere für eine Rolle spielen? Die Gutachter sind auf dem Weg, um zu prüfen, ob sie die Tiere überhaupt in ihren aufgehängten Nistplätzen finden. Und Caro? Nee, ist leer. Ist leer. Die 15, sagst du? In richtiger Höhe platziert nimmt die Haselmaus die angebotenen künstlichen Behausungen gerne an. Das ist eine recht einfache Methode, um zu sehen, sind sie denn vor Ort vorhanden? Gibt es die in dem Gebiet überhaupt? Oder gibt es hier vielleicht keine Haselmäuse? Sollten die Gutachter fündig werden, dann hätte auch das Auswirkungen auf den Bau der Windenergieanlage. Wir wären jetzt hier schon im Bereich von den Lager- und Kranstellflächen. Und das Windrad selber ist dann gleich da vorne. Jetzt sind wir also schon ganz nah dran am eigentlichen Standort. Bisher haben die beiden noch keinen Nachweis auf den kleinen Nager gefunden. Aber vielleicht hinten, im dichteren Gehölz? Schläft da jemand? Da ist ein neues Nest drin. Ach, echt, oder? Das ist leer. Die ist wohl schon im Winterquartier. Überwintern werden sie unten bei den Wurzeln. Um die streng geschützte Art nicht zu gefährden, wird der Zeitplan angepasst. Erst wenn dann der Winterschlaf vorbei ist, darf dann tatsächlich auch der Wurzelstock entnommen werden und dann das Baufeld freigemacht werden. Ganz ausgeschlossen sind Eingriffe in Gebiete mit geschützten Arten für Windenergieanlagen übrigens nicht. Aber es muss dann ein Ausgleich, etwa für regionale Naturschutzfonds, geschaffen werden. Es ist schon auch von der Projektiererseite her eigentlich immer so, dass man versucht, die hochwertigen Bereiche zu vermeiden. Einfach auch deswegen, weil auch damit einfach hohe Ausgleichskosten verbunden sind und das für die Vorhabenträger auch nicht attraktiv ist. Auch beim Zornedinger Projekt müssen die Gutachter herausfinden, ob gefährdete Vogelarten in der Nähe der Windräder unterwegs sein könnten. Das überprüft Caro Feiertag bereits seit Sommer mit ihrem Team regelmäßig von verschiedenen Beobachtungspunkten aus. In den Offenlandbereichen, da hat man jetzt überwiegend den Rotmilan dann wahrscheinlich, oder? Genau, der war hier über den Äckern und ich glaube teilweise sind auch Wiesen dabei, war der mit Jagdflügen unterwegs, aber im Wald selber hat er sich jetzt nicht wirklich für interessiert. Und wir haben jetzt weder in den Nahbereich noch im zentralen Prüfbereich Hinweise auf Horste finden können. Genau. Ohne nachgewiesene Horste im Wald wird es gegen dieses Projekt kaum Einwände geben. Die 3 Windräder entstehen im Wald, wie derzeit die meisten geplanten Vorhaben. Denn außerhalb von Wäldern ist es schwer, geeignete Standorte zu finden. Genau. Die Offenland-Standorte, die jetzt hier möglich wären, die sind alle schon sehr nah an den Siedlungen. Und wir hätten da auch ein Problem mit der 10H-Regelung, die in dem Bereich auch immer noch gilt. Und könnten da auch die entsprechenden Vorgaben eben nicht einhalten. Im Wald ist es anders, wo jetzt eben diese 3 Anlagenstandorte geplant sind. Da gibt es eben einen Ausnahmegrund. Und dort gelten dann eben auch nur 1000 Meter als Minimalkriterium. Und die können eingehalten werden. Diana Göbel und Christian Engmann von der Bürgerinitiative Gegenwind Altmühlberg müssen sich nach ihrer Kartierarbeit jetzt noch an die juristischen Einwendungen machen. Also hier ist jetzt zum Beispiel diese Doline, die nur zum Teil bis hierhin eingetragen ist. Aber in die Doline und alle geschützten Arten, die sie beobachtet haben, wie den Wespenbussard, den Uhu und den Feldhamster, halten die beiden fest. Dass Vögel technisch vor einer Kollision mit dem Windrad geschützt werden könnten, bezweifelt Christian Engmann.
haben wir das jetzt heute nicht. Wenn ein Rotmilan aufsteigt, dann wird keine visuelle Erfassung den so schnell erkennen, dass sofort die Windkraftanlage gestoppt wird. Die kann auch nicht sofort gestoppt werden, weil es uns auch kaputt geht beispielsweise. Jetzt gilt es für die Bürgerinitiative, noch juristisch korrekt ausformulierte Einwendungen für die Planungsbehörden aufzusetzen. Bis zum 28.02.2025 kann man Einwendungen erheben. Das ist alles sehr kurzfristig für uns. Also müssen wir da jetzt enorm viel Zeit, Kraft reinsetzen, dass wir das schnell hinkriegen. Wir sind alle nur Laien, ja, die sich in unserer Freizeit sozusagen mit der Bürgerinitiative beschäftigen. Da ist das oftmals zeitlich wirklich ein Spagat. Heute Abend haben Sie eine Infoveranstaltung. Ob es Ihnen dort gelingt, die Bürger von ihrem Anliegen zu überzeugen? Also ich bin gespannt, wie viele heute Abend kommen. Ich bin gespannt, ob der Saal voll ist, aber wenn er voll ist, dann traue ich uns schon zu, dass wir da 10, 20, also aktive, die anderen machen es ja mit, habe ich keine Zweifel, aktive Mitstreiter gewinnen. Zurück in Fuchstal. Die Gemeinde hat ihren Windpark mittlerweile erweitert. 3 neue Windräder sind vor kurzem aufgestellt worden. Das Forschungsprojekt der Hochschule Weihenstephan hat inzwischen untersucht, wie viele Rotmilane hier unterwegs waren, bevor die Anlagen gestanden sind. Kilian Weixler hat hier oben in 35 Metern Höhe seinen Arbeitsplatz. Er ist Ornithologe. Er und sein Kollege Daniel Honold halten hier permanent nach Vögeln Ausschau. Insbesondere nach Rotmilanen. Heute war leider noch gar nichts los. Also wir sind jetzt knapp 2 Stunden herob und bisher noch kein einziger Rotmilan. Aber dafür die Mäusebussarde mit der aufkommenden Thermik, da nimmt die Aktivität jetzt langsam zu. Also wir hoffen, dass vielleicht, oder das heißt hoffen, wir schauen mal, ob vielleicht auch noch ein Rotmilan kommt. Von März bis September sind die Ornithologen einmal die Woche hier oben. Sie übernehmen einen wichtigen Part in dem Forschungsprojekt. Also wir sind hier, um diese Abschaltsysteme quasi zusätzlich zu kontrollieren, in Anführungszeichen. Also es ist eine Begleitstudie, wo man schaut, wie gut erkennen diese Abschaltsysteme die einzelnen Arten, wie verhalten sich die Vögel dann tatsächlich, also in der Live-Beobachtung und gleicht es dann ab mit dem, was die Abschaltsysteme daraus machen. Die Systeme funktionieren so. Kameras scannen permanent den gesamten Luftraum. Bereits in 750 Metern Entfernung erkennt die KI einen Rotmilan sicher. Taucht ein Vogel auf, wird er von einer Kamera verfolgt. Bewegt er sich in einem bestimmten Umkreis auf das Windrad zu, sendet das System ein Abschaltsignal. Das Windrad dreht sich nach etwa 30 Sekunden dann nur noch ganz langsam, sodass keine Gefahr mehr für den Vogel besteht. Anders als die Kritiker befürchten. Nach gut 6 Minuten wird das Windrad wieder hochgefahren. Wissenschaftlerin Cynthia Tobisch von der Hochschule Weihenstephan übernimmt die Auswertung der vielen Daten, die hier über Jahre anfallen. Sie hat zusätzlich noch Kameras installiert. Die liefern Infos zu Wetter und Windgeschwindigkeit. Da hat sie schon was herausgefunden. Rotmilane fliegen vor allem dann, wenn wenig Wind weht. Bei relativ niedrigen Windgeschwindigkeiten haben wir sehr hohe Flugaktivität und mit höheren Windgeschwindigkeiten wird es dann immer weniger. Es ist natürlich aus wirtschaftlicher Sicht für den Betreiber auch interessant, dass die Hauptaktivitätszeiten nicht in dem Bereich liegen, wo der maximale Energieertrag ist. Haben die Ornithologen mittlerweile etwas entdeckt? Mit ihren Ferngläsern, den Laser-Rangefindern, können sie die Flugbahn von Vögeln digital erfassen. Nach knapp 6 Stunden kein einziger Rotmilan. Das ist dann auch ein bisschen frustrierend, auch wenn es natürlich letztendlich gut ist für die Windkraft und den Artenschutz. Ja, frustrierend würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ich meine, das sind alles trotzdem Ergebnisse, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt befriedigend ist, aber oder dass man natürlich schon hofft, dass man irgendwie interessantere Daten sammelt, aber auch die Nichtanwesenheit ist ja ein interessantes Ergebnis. Aber wo sind die Greifvögel denn dann? Außerhalb vom Wald, nicht weit vom Beobachtungsturm. Hier in der offenen Landschaft sind sie leicht zu entdecken. Auf den kurz gemähten Wiesen können sie gut jagen. Sie fressen vor allem Mäuse.
Hier in der Region in Schwaben gibt es besonders viele Rotmilane. Sie haben sich in den letzten 15 Jahren in Bayern ausgebreitet. Eine EU-Studie hat ermittelt, was die häufigsten Todesursachen von Rotmilanen in Deutschland sind. An erster Stelle stehen Fressfeinde wie Uhu oder Habicht. Aber die Vögel sterben auch durch Unfälle im Verkehr, auf Schienen und Straßen. Windräder als Todesursache spielen im Vergleich dazu eine geringere Rolle. Aber wie oft fliegen sie hier in Fuchstal in den Wald? Wird es noch zu Beobachtungen kommen, wie sie einem Windrad gefährlich nahe kommen? Am Abend dann in Aschbuch. Das Wirtshaus ist bis auf den letzten Platz besetzt. Zuvor hat die jährliche Bürgerversammlung des Ortsteils stattgefunden. Die Bürger bleiben, sind neugierig, was die Bürgerinitiative zu sagen hat. Können Jürgen Bell und Christian Engmann die Anwesenden überzeugen? Das Thema heute, wie kann es anders sein, Windkraftanlagen. Auf jeden Fall die Bürgerinitiative versucht, die Menschen auf ihre Argumente gegen die potenziellen Standorte für Windkraft aufmerksam zu machen. Wie die anderen reagieren, wissen sie noch nicht. Manche sind Landbesitzer, die mit der Verpachtung an Investoren Geld verdienen können. Andere konsequente Befürworter der Windenergie. Aber gibt es auch Menschen, die sich wie Sie Sorgen um ihren Wald machen? Um 11 Uhr am Morgen in Fuchstal. Bis jetzt war es ruhig. Also da hinten kreist jetzt ein Rotmilan auf, niedrig über den Fichten. Ja, ich habe ihn. Ja, dann gebe ich die Daten ein. Kilian, hast du? Ungefähr 800 Meter entfernt. Ja, ist auf jeden Fall gut zum Sehen. Ja, jetzt fliegt er, glaube ich, ziemlich genau Richtung Anlage, oder? Ja, sieht auf dem Bildschirm so aus. Das ist jetzt auf jeden Fall ein hochrelevanter Flug. Jetzt quert er einmal komplett den Windpark. Jetzt fliegt er auch noch an der dritten Anlage vorbei. Für das Projekt, für diese Fragestellung ein interessanter Flug, weil man dann halt genau sieht, haben die Systeme vielleicht eine Abschaltung initiiert und was ist der Abgleich mit unserer Beobachtung. Und das ist das Interessante jetzt halt an diesem Flug und für solche Flüge machen wir quasi unsere Beobachtungen. An der Hochschule in Weihenstephan. Cynthia Tobisch schaut sich diesen Flug genau an. Auch die Daten des Kamerasystems. Das ist ein Rotmilan, der fliegt jetzt hier von Süden nach Norden. Die schwarzen Punkte sind von den Ornithologen aufgezeichnet und das Orangene ist das, was das System gesehen hat. Man kann auch hier nochmal sich die Bilder anzeigen lassen vom System, ist aber noch relativ weit weg von den Anlagen. Also ungefähr 150 Meter weit weg von den Anlagen. Genau, da fliegt er nach Norden und auch raus aus dem kritischen Bereich. Also das war jetzt kein kritisches Ereignis. Wurde aber vom System auch sehr gut erkannt. Cynthia Tobisch hat mittlerweile riesige Datenmengen analysiert. Kann die Technik mit Hilfe von KI die Vögel wirklich sicher erkennen? Das funktioniert sehr gut. Also zu 92% haben wir eine Übereinstimmung. Also sagt das Kamerasystem, es ist ein Rotmilan und die Ornithologen sagen, jawohl, das ist auch ein Rotmilan. Die restlichen 8% werden teilweise als schützenswert eingestuft. Und es wird dann ebenfalls ein Abschaltsignal gesendet. Und die Abschaltungen erfolgen rechtzeitig, um die Vögel vor Kollisionen zu schützen. Aber damit die Systeme für den Einsatz in der Praxis in Frage kommen, ist noch etwas wichtig. Kommt es zu hohen Ertragseinbußen, wenn die Windräder immer wieder für Vögel ausgebremst werden? Auch darauf haben die Forscher eine Antwort. Wir haben im Moment sehr geringe Abschaltzeiten und der Rotmilan macht die Masse der Flüge aus. Also wir reden von 1 bis 2% der Betriebszeiten, in denen abgeschaltet werden muss. Das ist relativ wenig und insofern auch
sind wir ganz zuversichtlich, dass die Anlagen wirtschaftlich weiterlaufen können. Und so haben wir über das System eigentlich einen Zugang gefunden, wie wir einerseits verhindern können, dass Vögel kollidieren und andererseits eben die Gemeinde Fuchstal Energie vor der eigenen Haustür produzieren kann. Für die Wissenschaftler gab es aber auch eine Überraschung. Seit die Windräder laufen, fliegen weniger Rotmilane in der Nähe der Anlagen. Die Vögel scheinen sie zu meiden. Cynthia Tobisch hat aber auch ein paar wenige Flüge herausgefiltert, bei denen die Vögel gefährlich nahe gekommen sind. Die wollen sie sich jetzt genauer anschauen, um herauszufinden, wie es dazu kommt. Wir sehen jetzt hier einen Flug Ende August von einem Rotmilan, kurz bevor er den Rotorbereich durchfliegt. Man sieht jetzt, der Vogel fliegt geradeaus auf die Anlage zu, schaut nach unten. Da sagen wir ja auch immer, das ist gefährlich, weil er dann nicht reagieren kann. Und jetzt schaut er aber doch offensichtlich auf die Rotorblätter, zeigt eine Reaktion, reißt dann ruckartig den Körper zur Seite, weil er einem Flügel des Windrades hier ausweicht. Man sieht, er reagiert und er war auch nah dran an der Anlage, 40 Meter ungefähr. Und naja, es ist eine Reaktion da, aber es ist auf jeden Fall ein gefährlicher Flug. Für Christoph Moning steht fest, auch wenn die Greifvögel teilweise ausweichen, Windräder mit Antikollisionstechnik auszustatten, ist sinnvoll. Das, was wir bis jetzt aus den Daten sehen, zeigt, dass die Kollisionen zu einem ganz erheblichen Maß reduziert werden können. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch in Deutschland mehr dazu kommen, diese Systeme flächendeckender einzusetzen, weil damit können wir einfach das Thema der erneuerbaren Energien mit dem Artenschutz stärker in Einklang bringen. Das Forschungsprojekt ist noch nicht abgeschlossen. Auch im kommenden Jahr werden die Ornithologen ihre Beobachtungen weiter durchführen. Sollte sich herausstellen, dass auch andere Vogelarten gefährdet wären, so könnte die Technik auch für sie, die Windräder, kurz abbremsen. In Aschbuch im Landkreis Eichstätt neigt sich der Vortrag dem Ende zu. Jeder soll es mit nach Hause nehmen und mal drüber nachdenken. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, okay, eigentlich eine gute Idee, kann ich euch irgendwie helfen? Herzlich gerne, herzlich willkommen. Heute ist in der Zeitung gestanden, dass der CO2-Ausstoß so hoch war wie noch nie. Wer muss anfangen? Und wir können nicht sagen, ja, macht so ein Windrad woanders hin, aber bei uns nicht. Die Windräder, die heute stehen, die müssen alle mit einem Speicher versehen werden. Weil dann hätten wir schon mal die Möglichkeit, dass wir da rauskommen aus dieser nicht mehr endenden Nummer, dass wir immer noch mehr Windräder brauchen, weil das angeblich das Allheilmittel ist. Ich bin auch gegen die Windkraft, ich habe meine Photovoltaik mit dem Speicher. Ja. Ja, ist so. Also ich habe eine eigene PV und die bringt im Winter gar nichts. Und die Industrie, die braucht immer Strom und jeder will heizen und gerade im Winter ist ein Energiebedarf da. Die Grundlast kann doch durch Windräder erbracht werden. Ja, freilich kannst du Windräder, durch was denn sonst? Wie soll es in der schlechten Jahreszeit sonst erbracht werden? Durch Atomkraft kann man wieder aufbauen, stimmt, wir werden gern voraus. Also eine Diskussion, die hatte ich nicht erwartet, aber die ist halt ausgelöst worden. Ich bin aber jetzt sehr froh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir diese Diskussion mal geführt haben. Hat sich der Infoabend gelohnt? Also 4, 5, 6 habe ich schon nicken gesehen. Selbst wenn wir verlieren, wenn wir nichts bewirken, wenn es genauso kommt und ich muss dann in dieser Welt leben, kann ich mir in den Spiegel schauen und sagen, ich habe dafür gekämpft. Noch stehen einige Infoabende auf ihrer To-Do-Liste. Während Lösungen für den Artenschutz weiter erprobt werden, wird die Bürgerinitiative versuchen, manche der geplanten Windräder im Altmühltal zu verhindern.